wann eine Kandidatur stellt, sollte auch kredibel sein. Und als UNO-Kandidatur, Herr Präsident, ist nicht kredibel. Wir wollen zwar ein paar weiter Leute auf New York schicken, die dann, das bald nicht zu leben, auf andere Plätze sollen aufgezogen gehen. Mit dem das nicht getan. Ein UNO-Mandat ist ein Nationalmandat und da haben wir keine Hilfe von europäischen Strukturen. Und dafür brauchen wir viele Diplomaten zu New York und dabei noch eine ganze Reihe von Spezialisten, zum Beispiel am Sanktionsrecht. Wir brauchen personelle Verstärkungen für als Missionen, für allem an denen anderen UNO-Sitz steht, für allem auch zu Wien und zu Genève. Und wir brauchen unbedingt auch mehr Diplomaten heute zu Lützeburg, weil das Mandat dauert 2 Jahre, Vakanzen abgegrafen, 7 Tage auf 7, 24 Stunden auf 24. Mit denen paar Leute, die wir hier in der politischen Direktion haben, ist das einfach nicht zu machen. Aber wie gesagt, das tut politisch aus. Ich stelle fest, dass 2014 heute zu Lützeburg Wahlen sind. Und dass also vom Hirsch 2013 an Disponibilität von unseren Außenpolitikern wohl stark limitiert sind. Ich stelle fest, dass der neue Außenminister hoffentlich eben der ADR, also den, wo nur die Wahlen am Juni 2014, sich muss prioritär auf eine EU-Präsidenz 2015 vorbereiten. Und dass den dann noch nicht voll für tun nur disponibel ist. Alles das schwächt nach weiter Kredibilität von dieser unglücklichen Kandidatur. An der Stelle fest, dass so eine Kandidatur kaum als ein Ersatz für einen gemeinsamen europäischen Sitz am Weltsicherheitsrat mehr gewicht wird. Das alles, Herr Präsident, sind Tatsachen. Wir als Regierung gibt sich einmal mehr nicht mehr von ihren Ambitionen. Und du willst als so eine Kandidatur nicht kredibel und nicht zu vertreten. Sie schürt der internationalen Reputation von unserem Land. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir am Hirsch 2012 nicht sollten an den Sicherheitsrat gewählt gehen, dass der Herr Asselborn da so viel Anstand hat, für seine Demission zu gehen. Weil hier allein hat es dann zu verantworten, dass wir nicht anständig vorbereitet und nicht gut abgestellt an die Wahlen herangegangen sind. Wenn wir schon dabei sind, darüber zu schwätzen, wie Lützeburg seine Außenpolitik soll ausbauen und strukturieren, da will ich aber auch noch ein paar andere Sujets ausschneiden. Zum Beispiel die von unserem Rolle an der Europäischen Union. Wir schwätzen hier nicht von strikt personenbezogenen konjunkturellen Umständen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Herr Juncker zeitlich begrenzt Präsident vom Eurogrupp ist. Ich profitiere übrigens von der Gelegenheit für den Jean-Claude Juncker, Glück für die nächste Tage zu wünschen. Nein, ich schwätze nur über die Lützeburger Rolle an Europa, eventuell ohne oder nur dem Jean-Claude Juncker. Dabei klammern ich das von der europäischen Institution oder von den Institutionen für den Blick aus. Die Debatte feiern wir aber ganz gerne anerkennen. Ich will aber daran erinnern, dass die Zeit go, wo wir eine Rolle für Reise an Europa konnten herausschaffen. Ob schon wir auch damals kein ganz großes Land fuhren, durch eine intelligente Politik, gedroht von motivierten Politikern und Beamten mit Engagement, Courage und Initiativgeist. Am Haut, wem sind wir dann heute nach am Europa von den 27 am Jahr 6 von der Außenpolitik vom Herrn Minister Asselborn? Wir haben nicht fertig gebracht, als eine Quantität negligible Betrug zu gehen, als die 3 Buchstaben am Benelux, wenn es noch gut geht. Den Herr Asselborn hat gestern auch von der Umsetzung vom Lissabon-Vertrag geschwärzt und dabei gemerkt, dass die institutionellen Debatten handelt ausgänge leihen. So denken wir nicht. Es scheint als echter wahrscheinlich, dass die institutionellen Debatten nach 4 ausleihen. Am Europäischen Ministerrat haben wir durch den neuen Treaty von Lissabon so gut wie überhaupt kein Gewicht mehr. Wenn so groß ist wie mir, kein wirklich politisch, militärisch oder ökonomisch Gewicht hat, dann der wir nicht auch nach Lichtfrankisch institutionell Pouvoiren und Rechte abgehen. Europa hat auch gut weiter funktioniert, ohne Majoritätsdecisionen an alle möglichen Bereiche. Kultur vom Konsensus wird nach keinem geschult. Wir sehen los schon, wie die großen Länder es machen. Sie gucken, dass hier Sujets an den Conseil Européen kommen, da wo die Staats- und Regierungschefs sitzen und da wo nicht aufgestimmt wird. An der Praxis wird es also so sein, dass just die Kleinen am Ministerrat überstimmt gehen, an die Groß versichern, hier Kompromisse am Europäischen Conseil zu finden. Herr Präsident, wie ist Lützeburg heute an Europa dran? Mit denen limitierten Mitteln, die wir haben, können wir den europäischen Integrationsprozess nicht mehr gut
als sehr genug verfolgen. Weder als Verwaltungen, nach Chamber, sind noch kapabel wie die Lawine von Dokumenten, von Initiativen, von Entwicklungen, nach so zu verschaffen, dass wir mit Zeiten letzte Interesse gingen erkennen, am Vorfeld Abfluss holen, effikaz verhandeln, an europäische Rechtsinstrumente geschickt umsetzen. Wir sind ganz einfach überfordert. An aber zählen wir nicht die richtigen Konsequenzen. Wir leisten uns zwar ob manst komplett überflüssige Minister, aber wir sind nicht am Stand für do genug Leute zu engagieren, wo es wirklich wichtig und nötig ist, an den europarelevanten Ministerien, an der Chamber, für die europäischen Frauen so gut wie möglich zu behandeln. Wenn wir als Parlament mehr großes Matspruchrecht an Europa sollen kriegen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das nicht nur eine Theorie bleibt. Wir brauchen Leute, die die solchen Dokumente binnen ein paar Wochen zu examinieren. Wir müssen uns mit den anderen nationalen Parlamenten vernetzen. Und wir brauchen eine nationale Doktrin über die Interpretation von der Subsidiarität. Die Chamber braucht Leute, und Fraktionen, Gruppen und Sensibilitäten brauchen auch Leute. Weil alle gut zusammen stehen wir hier für die Interessen von unserem Land und Europa zu vertreten. Alle gut wollen wir in Europa bauen, an dem wir als Interesse rumfahren, und da es nicht das Gefühl gibt, dass Brüssel über als Cap wäsch regiert. Wir müssen uns überlegen, wie wir als Souveränitätsrechte nach Fülle vertreten, und wie nie, und wo wir bereit sind, für ein Veto zu benutzen, an den Fällen, wo wir dann auch so eine Möglichkeit haben. Weil ein Vetorecht als eine Waffe, die muss vorsichtig und intelligent einsetzen. Wir wollen das möchte, dann aber auch ganz, und nicht für kurz drauf dem Druck nutzugehen und aber umzufallen. Also Veto darf nicht stumpig sein. Wir sollten also auch hidden, für führende Wohn zu laufen, besonders am Bereich von der Justiz. Die Idee von der CSV für die Prozedur vom Exequatur am Zivilrecht ganz aufzuschaffen, als für die Rechtssicherheit von den Lützeburger Bürger mehr wie gefährlich. Viele Justizapparate und Union sind korrupt oder weit unter dem Standard von der Lützeburger Justiz. Wir wollen nicht, dass als Bürger ohne so Justizsysteme ohne irgendeinen Schutz oder Kontrollmöglichkeit ausgeliefert sind. Lassen wir heute klar sagen, dass die Lützeburger Außenpolitik von CSV und LSAP am Kontext des konstitutionellen Traité und dann vom Traité von Lissabon an den letzten Jahren am manst auf enge Manier komplett desavouiert gouf. An der Frage vom Lützeburgischen Kommissär hat als Regierung jahrelang aktiv dafür plädiert, dass nicht mehr ein Land soll den Kommissär haben. Kein Effort von der Regierung zu groß, für auch auf diese Manier als Position an Europa wollen zu schwächen. Wir verdanken es just nimmer der Intelligenz und der Weisheit vom irischen Volk, dass es nicht zu der Entwicklung kommt. Erlaubt mir dafür, auch von den irischen Ambassadeur haut als ihm ein Merci dafür zu sagen, dass Iren als erlauben, dass all Land in Zukunft auch sein Kommissär wird behalten. Und nach vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel an der Familienpolitik und an der Justiz, wird die Regierung es verpasst, Lützeburger Reserven umzumelden und die Interessen von unseren Bürgern zu schützen. Ich wollte mir Außenminister auch deutlich sagen, dass die Vertretung von nationalen Interessen nicht soll als egoistisch bezeichnet gehen, weil die Vertretung von nationalen Interessen auch an einem integrierten europäischen Kontext als nun einmal eine Pflicht für alle Regierung. Es ging unserem Land gut tun, wenn als Regierung die Grundprinzip von der Außenpolitik endlich auch mal verstehen. Jedenfalls hoffen wir ganz stark, dass wir nicht schon nächst an eine weitere Integrationsdebatte herunterrutschen und dass der Lo direkt mit der extrem schwierigen Adoption vom Lissabonner Traité nicht schon die nächsten Etappen für eine weitere Vertiefung von der Union aus dem Tirang zu gehen.